La ilaha illallah ist so etwas wie die Kennmelodie des Senegal. Sie ist untrennbar mit einer spirituellen Bewegung verbunden, die sich Baye Fall nennt. Ihre Anhänger gehören zu einem Sufi-Orden, dessen Zentrum die heilige Stadt Touba ist. Von Senegals 13 Millionen Einwohnern bekennt sich rund ein Drittel zum Orden der Muriden. Davon wiederum eine kleine Minderheit zu den Baye Fall. Baye Fall-Musiker wie Carlou D verkünden ihre Botschaften von Frieden, Liebe und Toleranz auf den Bühnen der Welt. Das spirituelle Vorbild aller Baye Fall ist Cheikh Ibra Fall. Seine Person verkörpert das Prinzip der Bescheidenheit. Mit Hilfe dieser Lebenskunst gelingt es uns, mit den schwierigen Bedingungen der heutigen Welt fertig zu werden. Wir meistern alle irdischen Probleme, indem wir sie auf die leichte Schulter nehmen. Diese Kunst des einfachen Lebens ist die wichtigste Philosophie der Baye Fall. Mit Hilfsbereitschaft das Leben aller zu erleichtern. Genau davon handelt meine Musik im Geiste der Baye Fall-Bewegung. Einfach ist das Leben in der Geburtsstadt des Sängers keineswegs. Dakar, die Hauptstadt des Senegal, vereint viele Probleme afrikanischer Großstädte. Jugendarbeitslosigkeit, ungleiche Einkommensverteilung und ständiges Verkehrschaos. Da ist es schon eine Kunst, diese und andere Missstände einfach zu Liedern werden zu lassen. Was ich in Dakar täglich sehe, inspiriert mich unendlich. Die bunten Gemeinschaftstaxis, ihr ständiges Farbenspiel in den Straßen, der ganze Lärm. All das ist Teil von mir. Das Leben in Dakar liefert den Stoff meiner Texte. Davon möchte ich der restlichen Welt berichten. Dazu gehört der permanente Kampf gegen Armut und Umweltverschmutzung. Die Wegwerfgesellschaft lebt nach dem Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn. Viele Gebrauchtwaren landen in Afrika. Von alten Kühlschränken bis zu Schrottautos. Selbsthilfeorganisationen setzen das Wissen um, das Minus mal Minus Plus ergibt. Arbeitslosigkeit mal Müllproblem wird so zur Recyclingkunst. In unserem Viertel haben wir uns auf die Wiederverwertung spezialisiert. Es gibt so viele Dinge, die man recyceln kann. Getränkekapseln, Blechdosen oder Draht. Praktisch alles, was in den Straßen herumliegt oder die Hotels wegwerfen. Wenn die Jugendlichen diese Gegenstände aufsammeln und wiederbeleben, geben sie ihnen ein zweites Leben. Davor waren sie nur toter Abfall. Aber durch die Jungen bekommen sie oft sogar einen völlig neuen Verwendungszweck. Auch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit unterstützt diese kreative Armutsbekämpfung. Das Konzept des Recycling besitzt im Senegal tiefe Wurzeln. Viele verbinden es mit der historischen Persönlichkeit von Ibra Fall und seinem Kult der Arbeit. Ibra Falls Leitsatz hieß: Arbeit kommt vor dem Gebet. Diese Ethik gefiel Cheikh Ahmadou Bamba
als er den Muridenorden vor über 100 Jahren gründete. Ibra Fall machte er deshalb zu einem seiner engsten Vertrauten. Die Baye Fall, wie sich seine Anhänger nennen, folgen ihrem großen Vorbild. In ihrem Handwerksdorf in Dakar arbeiten sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Zum Beispiel an der Fertigung ihrer Gebetsketten oder an Skulpturen aus Schwemmholz. Sheikh Ibra Fall ist der spirituelle Führer der Baye Fall. Sheikh Ahmadou Bamba und Sheikh Ibra Fall sind wie ein Körper und sein Schatten. The body and the shadow together as one. Ahmadou Bamba ganz in weiß, mit seinem Jünger Ibra Fall in schwarz. Das Wandgemälde versinnbildlicht die enge Beziehung. Auch die heutigen Jünger von Ibra Fall gehören zum Orden der Muriden. Ihr äußeres Erkennungszeichen sind die Dreadlocks, die sie selbst einfach starkes Haar nennen. Ibra Fall hat manchmal 3 Nächte hindurch ohne Schlaf gearbeitet. Seine Haare verfilzten zu Dreadlocks, weil er für Haarpflege einfach keine Zeit hatte. In Erinnerung an ihn tragen die Baye Fall dieselbe Haartracht. Sie steht für den Arbeitseinsatz von Ibra Fall für Ahmadou Bamba, den Gründer von Touba. Der Urgroßenkel von Ibra Fall ist das heutige Oberhaupt vieler Baye Fall. Mit ihrem Fleiß wollen sie ihm und der gesamten Gemeinschaft dienen. Dafür steht das senegalesische Sprichwort: Ein Muride stirbt niemals an Hunger. Es spielt auf die Arbeitsmoral der Baye Fall an. Vom Propheten Mohammed stammen die Worte: Bete, als würdest du morgen sterben, würdest du ewig leben. Für uns bedeutet Arbeit eine Form von Gebet. Bei den Baye Fall dreht sich alles um die Hingabe zur Arbeit. Dabei geht es um das Gemeinwohl und Solidarität. Die interne Verbundenheit macht uns wirtschaftlich stark. All das hat nichts mit der Anhäufung von Gütern und Geld zu tun. Wir arbeiten, um die gesamte Gemeinschaft zu stärken. Deshalb sind wir im Senegal so einflussreich. Zu dem Sufi-Orden gehören Männer und Frauen. Allein deshalb passt der oft verwendete Begriff der muslimischen Bruderschaft nicht wirklich. Wenn sich der Blechzaun öffnet, drängen nicht nur Baye Fall, sondern auch andere Muriden zum Empfang bei ihrem Scheich. Als Nachfahren von Ibra Fall wird ihm ein ganz besonders starkes Baraka zugeschrieben. Der arabische Begriff Baraka meint göttliche Gnade und spirituelle Kraft. Indem der Scheich in die Luft haucht, segnet er die Anwesenden mit seinem Atem. So überträgt er ihnen sein Baraka und öffnet sie für die sufistische Erfahrung. Sufismus ist das Herz des Islam. Es geht dabei nicht um ein Dogma, sondern um Spiritualität. Ihre Essenz ist die Liebe im Herzen. Diese streben die Baye Fall an. Sheikh Ahmadou Bamba bezeichnete den Sufi als jemand, dessen Worte und Taten übereinstimmen, dem eine Handvoll Gold nicht mehr bedeutet als eine Handvoll Sand. Der Sufi möchte ein reines Herz besitzen, damit er darin die Weisheit empfangen kann. Denn Weisheit findet keinen Platz in einem verdorbenen Herzen. Ein Sufi hat offene Arme für jeden Menschen und diskriminiert niemanden. Das ist das Wesen der Sufi. Ohne den Segen ihres Scheichs geht nach dem Sufi-Glauben gar nichts. Auch das Entstehen dieses Films ist von seiner Zustimmung abhängig. Aus diesem Grund finden wir uns bei der Begrüßung durch Cheikh Ndigel für einige Augenblicke vor der Kamera wieder.
Das Geburtstagsfest des Propheten Mohammed ist ein allgemeiner islamischer Feiertag. Im Senegal wird er Gamou genannt und ist wie jede sufistische Zeremonie eine Art Familienfeier. Café Touba, das einzige Aufputschmittel der Beifall, darf ebenso wenig fehlen wie die Verehrung des Urgroßenkels von Ibra Fall. Cheikh Ndigel Fall leitet die Zeremonie mit Interpretationen der Lehren von Ahmadou Bamba. Für seine versammelte Jüngerschar ist er die engste spirituelle Bezugsperson. In Kurzform ist ein Muride ein aufrechter Jünger, der seinen Scheich liebt, ihm zu Diensten steht und freigebig schenkt. Auch ich spende meinem Vorgesetzten. Dafür sammle ich Spenden der Jünger und bringe sie zu meinem Lehrmeister. Nur einen Teil verwende ich für meine engere Gemeinschaft. Wir sind wie eine Pyramide aufgebaut, wo jeder Scheich einen höherrangigen über sich hat, bis hinauf zum Nachfolger von Ahmadou Bamba, dem gegenwärtigen Kalifen von Touba. Erst gestern habe ich 1 Million unter meinen Jüngern gesammelt und sie zu ihm gebracht. Das ist mein Beitrag für die Restaurierung der Moschee in Touba und für die Stärkung des Muridenordens. In der Beziehung zwischen Scheich und Jüngern steckt der Kern des Muridismus. Der Begriff Murid stammt aus dem Arabischen und bezieht sich auf eine Person, die sich einem spirituellen Lehrer auf dem Weg zu Gott verschreibt. Für die Anwärter auf diesem Weg wird ihr Scheich zu einer Art Mittler in einer aufsteigenden Linie von Ibra Fall, dem Begründer der Beifalllehre, über dessen Lehrmeister Ahmadou Bamba bis hin zum Propheten Mohammed und letztlich zu Allah oder Gott. Das ist der eigentliche Gehalt des Sufi-Gesangs, genannt Sikr. La ilaha illallah is the beginning. Lach ilallah ilallah. Es gibt keinen größeren als Allah. Steht am Anfang und am Ende aller Wege. Deshalb sind die Worte Lach ilallah ilallah die Waffe aller Beifall. Der Sikr kann einzeln oder wie zumeist gemeinsam gesungen werden. Es gibt tausende Melodien, aber nur eine Aussage. Es existiert kein größerer als Allah. Der Sufi-Gesang ist das eigentliche Gebet der Beifall. Denn Scheich Ahmadou Bamba sagte, dass es die höchste Form der Verehrung darstellt, wenn der Jünger direkt mit Allah, dem Schöpfer, in Kontakt tritt. Die zugehaltenen Ohren sollen die Aufmerksamkeit nach innen richten. Trotzdem spielt die Gemeinschaftserfahrung eine wichtige Rolle. Nicht auf das Ego kommt es an, sondern auf das Wohlergehen aller Gläubigen. Der wichtigste Kampf des Sufi ist jener gegen die eigenen Schwächen. Das verstehen sie als größten und einzig erlaubten Dschihad. In diesem gewaltlosen Kampf sehen sie sich als Ahmadou Bambas Soldaten. Kein Wunder, dass die französische Kolonialregierung Ende des 19. Jahrhunderts wenig Sinn für derartig komplexe Metaphern besaß. Sie verdächtigte Ahmadou Bamba,
einen Dschihad, einen heiligen Krieg zu planen und ließ ihn im Jahre 1895 verhaften. In Saint-Louis, der damaligen Hauptstadt von Französisch-Westafrika, wurde ihm der Prozess gemacht. In einer kurzen Verhandlung entschieden die Richter auf Verbannung des Sufi-Klerikers nach Gabun, obwohl keinerlei Beweise für einen geplanten Dschihad vorlagen. Im Spiegel der mystischen Lehre des Sufismus stellen sich die Ereignisse ganz anders dar. Unterstützt von Ibra Fall habe Ahmadou Bamba sein Touba verlassen, um sich freiwillig ins Exil zu begeben. Die französische Kolonialmacht sei dabei reiner Erfüllungsgehilfe gewesen. Denn der Gang ins Exil entsprach einem Gelübde, das Ahmadou Bamba dem Propheten Mohammed gegeben habe. Es diente als Beweis seiner Bereitschaft zum inneren Dschihad der Seele. Sheikh Ahmadou Bamba said, "My determination is clear." Scheich Ahmadou Bamba sagte zum Propheten, mein Entschluss steht fest. Wenn du mir erlaubst, diesen Dschihad aufzunehmen, werde ich siegreich sein. Da antwortete ihm der Prophet Mohammed, sei dir gewiss, dass du in dieser Mission auf dich allein gestellt sein wirst. Wisse auch, dass du Touba verlassen musst und dir große Entbehrungen im Exil bevorstehen. So kannst du dich als mein Diener erweisen. Genau hier an diesem Ort wurde die Übereinkunft geschlossen, die wir Pakt des Exils nennen. Demnach musste Scheich Ahmadou Bamba Touba verlassen und sein Leid begann. Mit seinem Gang ins Exil begab sich der Gründer des Muridenordens auf die Spuren des Propheten Mohammed und dessen Auswanderung von Mekka nach Medina. Auf der Schifffahrt ins Exil begann sein Mythos. Ein Lobgedicht berichtet davon, wie Ahmadou Bamba seine Gebetsmatte auf die Wellen des Ozeans breitete, als ihm das Beten an Bord untersagt wurde. Zur Belohnung für diese und andere Wunder während der langen Jahre des Exils habe ihn der Erzengel Gabriel schließlich im Auftrage Allahs mit der großen Moschee von Touba entlohnt. Für deren Bau war sein treuester Jünger, Ibra Fall, hauptverantwortlich. Er allein hat das große Minarett, das Licht des Muridismus, gespendet. Als Nachkomme der königlichen Familie widmete er sein ganzes Leben Scheich Ahmadou Bamba. Die große Moschee von Touba gilt als eine der schönsten Moscheen Afrikas, wenn nicht der gesamten islamischen Welt. Für Muriden ist sie der steingewordene Beweis für die Bedeutung der Lehren von Scheich Ahmadou Bamba. Mit unserer jährlichen Pilgerreise, dem großen Magal, erinnern wir uns an die Abreise ins Exil. Auf hoher See betete Ahmadou Bamba zu Gott, jenes Leid erfahren zu dürfen, das ihn zum Heiligen machen würde. Das ist der Anlass für den Magal in Touba. In der Woche des Magal kennt ein Großteil der Landesbevölkerung nur ein Ziel: Touba. Die heilige Stadt der Muriden wird deshalb oft als afrikanisches Mekka bezeichnet. Zuverlässige Zahlen gibt es keine, aber nach manchen Schätzungen kommen bis zu 5 Millionen Pilger.
Die Hauptstraße von Touba verwandelt sich dann zumeist weitgehend zur Fußgängerzone. Ein ständiger Pilgerstrom fließt von und zur Grabesmoschee von Ahmadou Bamba. Nach dessen Tod war es Ibra Fall, der unermüdlich Spenden und Arbeitskraft für den Ausbau der Moschee organisierte. Wenn sich Baye Fall mit ihrer auffälligen Haartracht und ihren Flickengewändern unter die Pilger mischen, zieht es sie daher zumeist zum Mausoleum ihres Scheichs, Ibra Fall, der wie kein anderer für den Aufstieg Toubas zum spirituellen und wirtschaftlichen Machtzentrum gesorgt hat. Scheich Ibra Fall sammelte immer Holz und brachte es zum Haus von Scheich Ahmadou Bamba. Eines Tages nahm er einen Baumstamm und sagte zum Bruder von Ahmadou Bamba: Gehen wir, ich möchte dir etwas zeigen. Als sie eine bestimmte Stelle erreichten, grub Ibra Fall das Holzstück in den Sand. Er fragte seinen Gefährten, ob er wüsste, warum er das tat. Als dieser verneinte, sagte er zu ihm: Das soll jenen Ort markieren, wo meine Zukunft liegt. Damit meinte er, dass er an dieser Stelle begraben werden wolle. An seinem Grab huldigen die Baye Fall dem hingebungsvollsten Jünger von Ahmadou Bamba. Dabei empfangen sie das Baraka oder die spirituelle Energie von Ibra Fall. Hier wurde er bestattet, zur Erinnerung für alle, dass Ibra Fall seine Bestimmung kannte. Das große Minarett der Moschee ist zu seinen Ehren nach ihm benannt. Lamp Fall, das Licht des Muridismus. Seine Anhänger, die Baye Fall, folgen seinem leuchtenden Vorbild und feiern den Magal als Dienst an der Gemeinschaft. Wir fahren gerade durch Mbake, ungefähr 7-8 Kilometer vor Touba, zum Viehmarkt. Issa lebt die meiste Zeit des Jahres in Europa. Als Händler mit afrikanischer Kunst pendelt er zwischen Mailand, Wien, Oslo und anderen Hauptstädten von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Nach dem Vorbild von Ahmadou Bamba ist auch das ein freiwilliges Exil im Dienste seines Scheichs und der Gemeinschaft. Von seinen Jahreseinkünften versorgt er hunderte Pilger. Das ist nur eines von vielen Schafen, die er in der Woche des Magal kauft. Jene Baye Fall, die in Europa, den USA oder Asien arbeiten, tun das für ihre Familie. Und damit sind nicht bloß die engsten Verwandten gemeint, sondern die gesamte Glaubensfamilie. In diesem Sinne ist das große Treffen, wie der Magal genannt wird, ein Familienfest. Die Pilgerschaft feiert den spirituellen Wert der Gemeinschaft. Das gilt vielen als Erfolgsgeheimnis des Muridenordens. Wenn alle zusammenhelfen, können sie den Jahresbedarf an Brenn- und Bauholz für die gesamte Gemeinde in kurzer Zeit beschaffen. Essen muss immer für alle da sein.
Scheich Ibrahim hat oft betont, dass das Teilen mit der ganzen Gemeinschaft das Wichtigste ist. Je mehr man gibt, desto größer das Ansehen bei Gott. Das offenherzige Geben hatte für ihn größere Substanz als das Beten. Als Gefolgsleute von Ibra Fall gelten die Baye Fall mit ihrem Arbeitsethos als Speerspitze des Muridenordens. Frauen, die Yaye Fall genannt werden, haben daran gleichen Anteil. Eine Yaye Fall schnallt den Gürtel enger, übt Verzicht und arbeitet hart, um sich die Anerkennung ihres Scheichs zu verdienen. Ihrem spirituellen Lehrmeister widmet sie all ihre Arbeitskraft und ihr Einkommen. Wir brauchen weder Geld noch Schmuck. Und auch keine neuen Schuhe. Uns geht es nur um die Bedürfnisse des Scheichs. Er steht für unsere Erlösung auf Erden und im Jenseits. Yaye Fall zu sein heißt nur für Gott und den Scheich da zu sein. Dafür zollen uns die Männer Respekt und unterstützen uns durch ihre harte Arbeit. Männer und Frauen brauchen einander. Deshalb kochen wir mit Freude und schenken das Essen aus. Nur als ganze Gemeinschaft empfangen wir den Segen unseres Scheichs. Darum geht es auch bei einer der wichtigsten Beifallzeremonien im Laufe des Magal. Diese Männer haben die frühen Morgenstunden mit Holzsammeln verbracht. Jetzt kommen sie zur Stärkung mit Kaffee Tuba und einer kräftigenden Mahlzeit ins Baye Fall Camp. Manche haben halbe Baumstämme dabei, andere nur einige Holzscheite. Allgemein gilt, es ist der Wille, der zählt. Wie immer bei den Baye Fall stehen wechselseitiger Respekt und Gemeinwohl im Mittelpunkt. Deshalb hat das gemeinsame Essen vom selben Teller eine zentrale symbolische Bedeutung. Es vermittelt die Gleichheit aller vor ihrem Scheich und letztendlich vor Gott. Allah zu dienen, hieß für Ibra Fall der Gemeinschaft, vertreten durch den Scheich, zu Diensten zu sein. Von dem spirituellen Führer der Baye Fall ist überliefert, dass er jede Nacht Wasser holte und bei Tag Holz sammelte. Da diese Tätigkeiten in Afrika zumeist als Frauenarbeit gelten, habe er deren Last auf seine Schultern geladen. Wenn sich hunderte Baye Fall mit Holz beladen auf den Weg zu ihrem Scheich machen, besitzt das eine starke Symbolkraft. Es soll die Bereitschaft der Männer verdeutlichen, die Frauen zu entlasten. Als Brennmaterial für die Essenszubereitung steht Holz für soziale Verantwortung und Versorgungssicherheit. Als wichtiges Baumaterial gemahnt es auch an den Wert der Arbeit beim Aufbau der Gemeinschaft. Wie Ibra Fall vor einem Jahrhundert Nacht für Nacht Holz zum Haus von Ahmadou Bamba trug, so bringen es seine Anhänger zu dessen Urgroßenkel, ihrem heutigen Scheich. Dafür empfangen sie dessen Segen, bevor sie das Holz zum eigentlichen Bestimmungsort weitertragen. Die Adressaten dieser Arbeitsleistung sind, wie schon bei Ibra Fall, die Frauen,
repräsentiert durch die Mutter des Scheiks. Sie besitzt ein besonders starkes Baraka. Diese spirituelle Macht überträgt sie auch dem Botschafter des Scheiks oder seiner rechten Hand, denn der Sufi-Gesang, genannt Zikr, braucht viel Energie. At the beginning you do the zikr. Am Anfang machst du den Zikr, aber nach einiger Zeit ergreift dich der Zikr. Deshalb bewegen wir uns beim Zikr gegen den Uhrzeigersinn. So betritt man den inneren Kreis, die mystische Zeit. The inner circle, the mystical time. Du verlässt deine eigene Zeitwahrnehmung und betrittst die andere Zeit. Dann machst du nicht mehr den Zikr, sondern der Zikr macht dich. At the beginning you do the zikr, but after the while the zikr does you. Die Hände an den Ohren sollen dabei helfen, den Weg in diesen inneren Kreis zu finden, die mystische Erfahrung zu erleichtern. Kaffee Tuba gibt wie immer zusätzliche Energie. Nicht ganz so mystische Hilfsmittel sollen den Moment festhalten für die Zeit nach dem Magal, wenn auch für den Sufi der Alltag wiederkehrt. In der Beifallgemeinschaft des Nachfahren von Ibra Fall bleibt die freundliche, offene Atmosphäre, Toleranz und der wechselseitige Respekt während der ganzen Feierlichkeiten spürbar. Wie in allen Religionen gibt es auch bei den Beifall individuelle Unterschiede. Im Vorbeifahren ist nicht ersichtlich, ob das Spendensammeln der Errichtung einer Schule oder dem Ankauf einer neuen Sonnenbrille dient. Im Senegal bestreitet niemand, dass manche religiöse Führer ihre eigenen Interessen verfolgen. Dafür schicken sie Jugendliche auf die Straße, um Handel zu treiben oder zu betteln. Die Kinderarbeit gehört neben dem allgegenwärtigen Plastikmüll zu den großen ungelösten Problemen des westafrikanischen Landes. Meiner Meinung nach stellt die Umweltverschmutzung durch das ganze Plastik eine gewaltige Katastrophe dar. Ein wahrer Beifall reißt nicht einmal ein Blatt vom Baum, wenn er es nicht braucht. Der Umweltschutz ist uns wichtiger als einige denken, weil wir es als Pflicht ansehen, die Natur zu bewahren. Wir stehen im Dienst der Beifall-Gemeinschaft, der gesamten Glaubensfamilie, aller Menschen und der Natur. Man kann Gott nicht dienen, ohne Mensch und Natur die gebotene Achtung zu schenken. Für einen Beifall ist der Zikr-Gesang: Es gibt keinen größeren als Allah, eine angemessene Form, die Schönheit der Schöpfung zu würdigen. Ja. Ahmadou Bamba wird oftmals mit dem mächtigen Baobab-Baum in Verbindung gebracht. Die frühere Grabstätte für weise Männer gilt als Lebensbaum mit immensen Heilkräften.
Vom Gründer des Muridenordens ist überliefert, dass er tagelang in freier Natur meditiert hat. Vielleicht auch deshalb überzeugte ihn sein Jünger Ibra Fall mit einem innovativen Konzept, der Gründung von Arbeitsschulen in abgelegenen Regionen. All what we have to give to Sheikh Ibra Fall have to be licit. Scheich Ibra Fall hat nur ehrliche Arbeit gestattet. Und aufrichtige, harte Arbeit verlangt nach Schweiß. Wenn du hart arbeitest, im Wald Holz sammelst und Felder bebaust, dann dienst du Gott. From this you can give it to God. Die Dara Tarbiya, die Arbeitsschule natürlicher Umgebung. Manche sehen in ihr die entscheidende Innovation des Muridenordens. Andere eine verdeckte Form der Ausbeutung. Nach dem Konzept von Ibra Fall sollten solche Arbeitsschulen die Erziehung der Seele fördern und den Charakter bilden. Ganz nebenbei sorgten sie für den wirtschaftlichen Aufstieg der religiösen Vereinigung. Die Baifal verstehen ihre unbezahlte Arbeit jedenfalls als Liebesdienst an der Allgemeinheit. Für diese Arbeit willst du nichts zurückbekommen, keinen Lohn, einfach gar nichts. Du machst das für deine Liebe zu Gott, zu Scheich Ibra Fall und Scheich Ahmadou Bamba. Par amour pour Mam Cheikh Ibra Fall, Cheikh Ahmadou Bamba. Alhamdulillah, Gott sei Dank, heißt die magische Formel auf allen Wegen der Baifal. Ihre Lebensphilosophie der Selbstlosigkeit orientiert sich an Ibra Fall. Seinem Vorbild folgen sie, wie der sprichwörtliche Schatten. We are always Kepar. Wir sind nichts anderes als Kepar, der Schatten von Scheich Ibra Fall. Wo wir hingehen, ist sein Schatten. Das ist unser eigentliches Zuhause. And I call it home. Ihre spirituellen Lehrer vergleichen die Baifal gerne mit schattenspendenden Bäumen. Wenn sie zu deren Füßen niederknien und Geld spenden, ist das keine gedankenlose Unterwerfung. Denn die Scheiks haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Von ihnen wird sowohl die Umverteilung der Spendengelder für Nahrungsmittel als auch die Weitergabe der spirituellen Kraft ihrer Vorfahren erwartet. Das nennen wir Kurus. Es ist ein Symbol für deine Spiritualität, das dir dein Scheich verleiht. Unter uns Baifal gibt es auch Unterschiede. Scheich Ibra Fall ist wie ein Baum und jeder Baifal steht für eine seiner vielen Wurzeln. Und jede Wurzel hat ihre Bedeutung. Das zeigt sich bei den Zeremonien einer anderen Baifal-Gemeinschaft. Eindringlich ermahnt sie ihr spiritueller Lehrer bei der geplanten Prozession, die Disziplin zu wahren. Von früheren Jahren weiß er um so manchen gefährlichen Vorfall. Als Baifal genieße ich nur ein Leben mit und für Gott.
Der einzige Lebenssinn ist, meinem Lehrmeister zu dienen. Ich handle immer nach den Lehren von Scheich Ibra Fall. Für Baifal existiert bloß eine Regel: Du erntest, was du sähst. Ibra Fall wurde zum wichtigsten Jünger Ahmadou Bambas, weil er nach diesem Motto lebte. Wir versuchen genauso viel auszuhalten wie er. Wer das kann, befreit sich selbst und die gesamte Gemeinschaft vom Schmerz. Eine Antilope gehört in den Wald, so wie wir zu unserem Lehrmeister. Den Geist vom Schmerz zu befreien, darum geht es in vielen Sufi-Traditionen. Mit ihren Handlungen wollen sie beweisen, dass ihr Geist den Körper kontrolliert und nicht umgekehrt. Wenn diese jungen Baifal ihre Holzkeulen schwingen, ist das eine Art Wink mit dem Zaunpfahl. Selbstdisziplin gilt als oberstes Prinzip dieser Baifal-Gemeinde. Da die eine oder andere Keule mitunter eine unbeabsichtigte Flugbahn nimmt, lässt sich ihr Scheich lieber gut bewacht mit dem Auto zu seinem spirituellen Führer geleiten. Bei dem spektakulären Umzug kann so ziemlich alles passieren. Die jungen Adepten dieses Scheichs folgen keinem vorgegebenen Ritual. Für sie zählt die Inspiration des Augenblicks. Diese erklären sie als mystische Eingebungen zur Selbstgeißelung, die sie in Trance von Scheich Ibra Fall erhalten. Aber die eine oder andere Geste erinnert doch auch ein wenig an bekannte Elemente des Breakdance und der globalen Hip-Hop-Kultur. Mein Handeln beruht auf der Eingebung von Scheich Ibra Fall. Manche schlagen sich mit der Keule, andere mit der Machete und wieder andere mit einem Stock. Damit zeigen wir, dass wir genauso leidensfähig sind wie er. Unsere Manifestationen sind Ausdruck der unendlichen Hingabe und Zuneigung zu ihm. Im bunten Treiben lässt sich die Essenz der Prozession leicht übersehen. Die Abordnung dieses Scheichs bringt dem Urgroßenkel von Ibra Fall Schüsseln voll mit Essen. Es ist ein Zeichen der Gefolgschaft und des inneren Friedens, das auf die Zusammengehörigkeit des Sufi-Ordens hinweist. Die selbst zugefügte Züchtigung ist ebenso eine Art von Hingabe wie die Spenden in Form von Essen. Das sollten die kämpferisch anmutenden Rituale nicht überdecken. Durch Freigebigkeit kannst du Hass in Liebe verwandeln, vor allem wenn du dein Essen teilst. Deshalb empfiehlt der Islam die Gabe von Almosen. Wenn du die Armen an deinem Besitz teilhaben lässt, öffnet das ihr Herz für dich. Das ist Grund genug, mit ihnen zu teilen. Wer satt ist, verspürt keine Verbitterung. Und Zorn ist immer eine Ursache für die Zerrüttung der Gesellschaft. Vor fliegenden Keulen darf man sich hier schon fürchten. Gewalt und Aggression haben aber selbst bei dieser martialischen Prozession keinen Platz. Wenn eine Gruppe von Baifal auf sie zuläuft, empfinden die meisten Leute Furcht. Das liegt an ihrem kriegerischen Auftreten.
Aber wer den ersten Eindruck überwindet, sich auf ihre Werte einlässt und im Gespräch Zeit mit ihnen verbringt, erkennt bald, dass sich bei den Baifal alles um Mitgefühl und Liebe dreht. Im Koran steht, dass sich Allah nur Diener mit Mitgefühl auswählte. So wie die Baifal herumlaufen, hält man sie leicht für verrückt oder ziemlich durchgeknallt. Wer ihnen deshalb feindselig oder mit Animositäten begegnet, hört jedoch nur die Worte Friede sei mit dir. Das ist der wahre Charakter der Baifal. Vorsänger und Torwächter vor dem Mausoleum von Ibrafal entsprechen dem rauen Anschein mancher Baifal. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, erlebt schon bald die angesprochenen Werte von Solidarität und Empathie. Leidenschaft und meditative Hingabe vor dem Grabmal ihres Lehrmeisters sind bei den Baifal kein Widerspruch. Sie werten es als Zeichen der Bescheidenheit, dass Ibrafal nicht in der prunkvollen Grabesmoschee die ewige Ruhe finden wollte. Diese sollte seinem spirituellen Führer, Sheikh Ahmadou Bamba, vorbehalten bleiben. Das höchste Minarett der Moschee von Touba wurde nach Ibrafal benannt, weil er der höchste Jünger auf dem Weg des Muridismus ist. Er sagte, wenn Ahmadou Bamba die Wahrheit darstellt, dann bin ich der Pfad zu dieser Wahrheit. Der Turm spiegelt seinen Einfluss auf den Muridenorden wider. Ibrafal ist der Bewahrer des Muridismus. Zumindest für seine Baifal wurde er zum Schrittmacher und Erneuerer des Sufi-Glaubens auf dem Weg zum Ordensgründer. Als Ahmadou Bamba im Jahre 1927 starb, war bloß der Ort für die Grabesmoschee bestimmt. Obwohl ihn Ibrafal nur um 3 Jahre überlebte, legte er den Grundstein für ihren Bau, der mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen sollte. Heute ist die große Moschee das religiöse Zentrum der heiligen Stadt Touba. Mit seinem Kult der Arbeit und dem unermüdlichen Spendensammeln hat Ibrafal entscheidend zum Wachsen des Ordens auf über 4 Millionen Mitglieder beigetragen. Das wird von den meisten Muriden respektiert, auch wenn sie nicht auf Baifal-Art leben und beten. Für Millionen Pilger belegt die gewaltige Dimension des Bauwerks die Kraft der Lehren von Ahmadou Bamba und seines wichtigsten Verkünders, Ibrafal. Wenn Sie in der Woche des Magal mit Ihrem halben Hausrat nach Touba ziehen, können Sie auf das Vermächtnis der beiden Männer vertrauen. Sie erwartet die einzige Form der wahren Nächstenliebe, die eben nicht nach der Herkunft fragt. Gehst du nach Touba, brauchst du nichts als ein reines Herz, predigen die musikalischen Botschafter der Sufi-Heiligen im internationalen Rampenlicht. Baifal
Wenn du mich fragst, wer die Beifall sind, würde ich nur sagen, sie sind Soldaten der Liebe. Einfach weil es einzig und allein um Liebe geht. Sie mögen vielleicht wie Krieger aussehen, aber sie kämpfen mit ihrer Liebe für die Liebe. Für mich sind sie die Soldaten der Liebe. Ihre einzige Waffe, so sagen viele Beifall, ist ihr unermüdlicher Gesang. Es ist eine kraftvolle Stimme der Gewaltlosigkeit, die Senegals mystischer Islam in der Welt verbreitet. Hey, I'm sorry, I'm